die erinnert Dich alle guten Zeiten, wo man kein Handy hat, noch die Meeschtime waren englisch mal schon, ne? Und das war auch flott, und du kom den normalen Handy, und irgendwann kom den Smartphone. Mir früher, wenn man etwas wollte wissen, man müsste eine Zeitung gucken gehen oder das Radio lauschen, und auf der angerufen, da ist eine Nummer gehen, für zu fragen, wie wir da gehen, tun sie da gesagt. Die Fußballresultate, oder die meinen, das Neues müssen in der Zeitung gucken, wenn ihr wollt rausgehen, in der Zeitung geguckt, wenn ihr wollt etwas gewohnt, weil am Dorf Last war, oder nicht auf Facebook geguckt, mit das in einen Kaffee gegangen. Das war dann auch interessant, und du einen Kaffee nur noch geliefert. Es waren ein ganz paar die Vierdeler, die Demonski sind, mehr natürlich, muss ich noch sagen, dass durch das Smartphone ganz viel andere Vierdeler dabei kommen sind. Das ist also so etwas wie ein Segen und eine Flucht zugleich, das Smartphone. Und mir alle gute SEO betraf, wenn wir heute an die Vakanz gehen, ich weiß nicht, wie es war für Deputiert oder Ministerin zu der Zeit der Nachtschajoren zum Beispiel, wie da war. Also an die Vakanz gegangen. Und dann hat er sein Roh, haut gehen an die Vakanz und guckt den andauernd Nachrichten an der WhatsApp und so weiter und so fort. Dann kriegt den angerufen, wir kriegen Anrufe von Journalisten oder von anderen Leuten, oder vielleicht aus der Partei, und kriegt den einfach nicht mehr sein Roh. Und das ist dann, ja, die Bartholomew, die wisst ja selber, wie das, und fertig, und dann gebe ich ihn etwas verpassen. Und wir haben das als Erwachsene, ja, und kann und das natürlich auch, also ich gebe so nach teilweise mich stark, immer dabei zu sein. Und es sind auch nicht nur die Sozialmedien, es sind auch effektiv die WhatsApp oder wo auch immer chatten mit Kollegen, wo ihr fährt, etwas zu verpassen, wo ihr also andauernd für irgendwie dabei sind. Und das ist etwas, das mich Leute nervös und mich kann nervös und schütte kann. Und es gibt ja immens viele Tüden, und ich will nicht all die Argumente wiederholen, mit das ist mich absolut klar, dass ein Kind in 12 Jahren überhaupt kein Handy nie soll tun. Ich hätte doch bei mir kann so gemeldet, das war nicht immer einfach. Weil da sind sie kommen, all die anderen Hunde, ja, aber mehr hatten sie keinen. So, bis 2 Wochen überhaupt kein Handy, und da stellt sich auch gar nicht die Frage, da stellt sich auch gar nicht, bis 12 Jahre überhaupt kein Handy, da stellt sich auch gar nicht die Frage, wie an der Primärschule ist, weil dann hat an der Primärschule sowieso kein Handy. Dann braucht man die Diskussion gar nicht zu feiern. Ich fand es verrückt, dass ich kann mit 10, 11 Jahren mit einem Handy an eine Primärschule gehen. Was soll das bringen? Gut, also sind wir froh, dass das endlich verboten wird. Das kann ich noch mal für ein Verbot sehen. Übrigens, interessant aus der Zeit, dass wir für einem Jahr, für einem Jahr waren wir zusammen am Klartext, alle mit anderen Parteien noch, und die haben vorgestellt, sieht dafür oder gegen ein Handyverbot. An all die anderen Parteien, an die auch, die hat gesagt, nee, kein Handyverbot. Und die Einstigen gesagt hat, war recht. Also sind ich da froh, dass da alle gut auch erst okay, so, wir werden von der ADR angeschlossen hat. Kann ich dir nur weisen. So, was auch das andere angeht, ich meine, da schwätzen wir über den Lycée, und auch da meine ich, dass es wichtig ist, etwas zu machen. Ich habe doch schon gesagt, wie die Petition war, ich war ja auch selber Prof, ich habe die Entwicklung mitgekriegt. Die Entwicklung aus einer Zeit, wo Kinder an der Pause oder an der 5-Minuten-Pause, wie immer, gesunden Aktivitäten nachgegangen sind, die bestimmt auch zu ihrer Jugend mit dem Schwamm schießen, scheißen, streiten, diskutieren, mit Kreuz schießen, ein Filme gucken. Nee, ich übertreibe heim. Ich habe nicht miterlebt, dass die Schüler apathisch da sitzen, sobald es schallt, und den Handy rausholen und nicht mehr diskutieren, nicht mehr leben, nicht mehr bewegen. Und das ist etwas, was mir immens viel Gedanken gemacht hat. Und da seid ihr am Anfang die große Gefahr von dem übertriebenen Konsum vom Smartphone, den andauernd präsent ist und den als Sozialkontakte immens zerstört. Das ist eine Katastrophe. Dafür auch am Lycée ein Verbot. Andere Länder meinen doch, ich gebe so, dass noch manst du hingeht, dann das möchte bis 9. Mat, 5. ist das, oder vielleicht bis 4. dass ihr seht, kann er kommen an Schulen, aber benutzen sie ein Handy nicht mehr, bis sie oben rausgehen aus der Schule. Ich gebe da einen guten Approach fannen, und du, nach 3 Sekunden, da sind ich ganz genau in der Zeit fertig, so nicht merci.